Und somit willkommen zur letzten Folge hier bei Gran Turismo auf der PlayStation 2 gespielt, PlayStation 1 Spiel, weil auf der PlayStation 2 hat man ja auch PlayStation 1 Spiel noch können spielen, darum spiele ich das Ganze auf der PlayStation 2 oben runter und nicht als Emulator. Und dann hätten wir da Zeit drin, alles für das Lizenz. Und dann wir doch mal schauen, ob wir eine Chance haben, zum da Plus-Lizenz machen, da nicht S-Lizenz, Entschuldigung, kleiner Versprecher. Und da wird es gleich sein wie bis jetzt anhin. Ich werde dann einfach den Final-Versuch reinschneiden, weil sonst geht das Ganze viel zu lang. Mal schauen, wie gut dass wir da sind für da. Bürgerkeit. Dann hätten wir da gleich die erste Lizenz mal noch bestanden. Auch noch aufpassen, aber egal. Dann hätten wir Übung 2. Es war auch nicht ein wunderschöner Versuch gewesen, aber es hat gelangen zumindest. Dann kommt wir zum dritten Grand Rally. Zeit drinnen wieder. Ich glaube alles Zeit drinnen. Bei der A+ Lizenz da. 2 Minuten und 3 Sekunden. Also entweder ist das Auto scheiße oder schrecklich lang. Das Auto ist scheiße.
Strecke lang. Also beides in dem Fall. Da ist zu vorsichtig gefahren, werde ich vermute ich mal. Dann werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Und die Kurve haben wir sicher eine Sekunde liegen lassen. Da geht es auch ein bisschen besser. Da lange nicht. Rennt die noch eine gute Runde aus, was wir lang vielleicht ein Schwein haben. Ja, Schwein kann. Ja, Bronze, aber dann nehme ich natürlich gerne mit, noch eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Für eine Lizenz, ist schon ein bisschen traurig. Und dann kommt man zum Zeitrennen auf dem Deep Forest. Das wäre natürlich. Ist schon ein bisschen deprimierend. Und zwar 1 Minute 24 Sekunden. Mal schauen. Oh. Das Auto hat Power. Es ist schon ein bisschen demotivierend, wenn man da eine halbe Stunde am Üben ist für eine Lizenzaufgabe. Teilweise. Also.
Yeah! Also die Hälfte hätten wir mal geschafft, dann wäre es 50 dran, anderen Ring, Herbstring. Eine Minute 24. Jetzt ein bisschen eher so vorsichtig fahren. Der Bob ist scheiße gewesen. Sowieso nicht. Ganz knapp gsi, aber wir haben sie noch geholt. Leck, bin ich jetzt am Schwitzen im Moment. 1 Stunde und 10 Minuten und ich habe gerade mal 3 Lizenzen geschafft. Das wird natürlich noch zusammengeschnitten und nicht so lang sein, aber ja, meine fahrerische oder mein fahrerische Können bei dem Spiel ist ziemlich begrenzt und ja, es braucht da einige Versuche, bis etwas zustande kommt. Dann wären jetzt noch 3. Ja, kann man schauen, wie uns der Mountain Trail da noch an. Sexy. Eine Minute und 33 Sekunden. Aber wir probieren es einfach mal noch.
Der Abschluss ist nicht so schön gewesen, aber wir haben sie bestanden und da waren es noch 2. Schöne Runde, aber fängt mal lang, unter Umständen, Philipp. Ja, es geht knapp. Endlich! Und dann wäre wirklich nur noch die letzte Übung. Fahrig.
Geld gelangt. Und somit wären wir im Besitz von der A Plus Lizenz. Dürften dann gleich unser letzte GT oder A1 Lizenz oder A1A Lizenz International. Egal, Hauptsache wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Und somit würden wir uns dann natürlich beim der letzten Rennserie noch sehen. Und zwar wäre die da 6 Rennen. Freue da drauf, da kommt natürlich auch noch in dieser Folge, aber ich bin jetzt gerade froh, dass wir die blöden Lizenzen gemacht haben und jetzt werden wir jetzt erstmal dran machen, um da zusammenschneiden, bevor wir den am Schluss noch das Rennen anhängen. Also bis dann. Und somit willkommen zurück. Ich habe jetzt die ganze Lizenz zusammengeschnitten und wir haben mit dem Mitsubishi angefangen und wir möchten natürlich dann auch mit dem Mitsubishi aufhören. Und darum kaufen wir uns jetzt da den Mitsubishi. Ja, das ganze Lizenz machen und zusammenschneiden hat wahrscheinlich etwa 3-4 Stunden in Anspruch genommen und nachher nochmal etwa eine Stunde, 2 um ein bisschen Geld zusammensammeln, damit wir uns jetzt das Auto dahin können gönnen. Also offscreen für ein Let's Play habe ich glaube noch nie so viel Zeit verbraucht wie für da. Und dann wäre aber da der letzte GT League Cup dran. GT World Cup mit 6 Rennen und ich weiss auch, das gibt eine lange Folge. Sei es drum, dann ist halt so, ursprünglich haben wir mal noch denke, ich könnte ja 2 Folgen aus dem Ganzen machen, aber ja, ich möchte das Let's Play eigentlich möglichst schnell jetzt hinter mich bringen. Und daher sind wir nicht böse, wenn der Blamage im Finale natürlich riesig wird sein, weil ihr habt es ja im ganzen Let's Play schon gesehen, bin ich fahrerisch, oder mein fahrerisches Können ist ziemlich begrenzt. Und dann gehen wir das erste Rennen an, der High Speedway. Eine Frage, die nicht schön war. Ja, die erste Runde war nicht so gut, das ging sicher noch besser. Abgeflogen, Andrea. Das ist sicher mal scheiße. Super schwacher Start in die zweite Runde. Dann will ich das Gefühl haben, wir können den ersten noch überholen. Hat sich der Bleifuß wieder mal durchgesetzt. Nein, auf der letzten Runde da der erste noch abgefangen, wahrscheinlich noch eher nein, aber probieren gilt. Auch wieder schwach gewesen.
Das sieht schlecht aus. Ja, wirklich zweite Runde grobe Schnitzer. Ist ja nicht so super, aber auch nicht allzu schlecht abgesetzt. Der R32 GT R91 ist da vor uns, auf den wir ein bisschen schauen, jetzt in den nächsten 5 Rennen. Hat jetzt da in den nächsten 5 Rennen noch mit 3 Punkten Rückstand, was nicht so schön ist. Das Qualifying lassen wir wie immer aus und einfach, dass ich es in dieser Folge auch mal noch gesagt habe. Joelmann. Aber man ja noch herausgefunden hat, Optionen gibt, da kann man Musikanalyse machen, wenn ich da von Anfang an vom Let's Play gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch der ein oder andere Urheberrechtsverletzung können ein bisschen mehr aus dem Weg gehen und der Starter, der ist schon mal ziemlich scheiße. Sollte vielleicht ein bisschen weniger liefern und mehr liefern. Oder ein bisschen weniger in die Wände reinfahren und in die Felsen. Ich glaube, da der R32 ist da schon wieder zuvorderst. Die Kurve war auch wieder scheiße gewesen. Die Kurve ist auch sehr bescheiden. Wir wären schon mal ein bisschen am ersten dran. Da haben wir, glaube ich, einen besseren Topspeed, wie es aussieht. Zielpassage voll verkackt. Ah, da wird auch nicht mehr da mit dem ersten Platz. Wie der aussieht.
gehen wir rein. Und natürlich ist wieder der R32 vor uns. Das ist schlecht für uns, weil den haben wir jetzt schon 6 Punkte Rückstand. Wir haben noch 3 Rennen können gewinnen bis jetzt. Abgerechnet wird am Schluss. Und auch wenn es dann halt nur für den zweiten Platz langt, okay, dann ist es halt so. Aber ich glaube, mit dem kann ich leben. Hauptsache, ich habe das Let's Play hinter mich gebracht einmal. Grand Valley Speedway 1. Ja, das dritte Rennen und schauen wir es da besser machen, ein bisschen vielleicht. Sind wir am ersten dran. Wieder vorbei. Harter Einfall gewesen, Kurvenpunkt ist jetzt auch nicht so schön gefahren gewesen, aber ja, das ist Passage zum Vergessen so, Türler. Ist auch wieder keine super Leistung, ein großer Schnitzer ist schon wieder mal drin gewesen. Da ist der nächste. Kurve natürlich so andriftet, dann ist klar, dass er uns davon zieht, wenn er die super fährt oder ausfährt. Das war nicht ganz schön gewesen, aber zumindest haben wir sie nicht überschossen.
Ja, ist die Kurve eine Katastrophe gewesen. Da ist auch. Also muss auch nicht wundern, wenn man nie Erste wird. Wieso Fahrleistungen? Nein, bitte, jetzt habe ich halt doch jetzt viel Risiko nehmen. Man geht einfach am ersten nicht vorbei. Der R32, der macht dein Leben schwer. Dreimal Dritte. Heisst 7 Punkte, 9 Punkte Rückstand. Tja, mit dem müssen wir jetzt noch leben da. So eine Halbzeit. Hier war auch keine super Leistung dabei gewesen bis jetzt. Da alles. Immer jetzt grosse und kleine Fehler reingekommen, und so ganzen Haufen. Jedem Rennen. Aber, ja, ich habe gesagt, es fehlen. Zumindest, oder die grosse Blamage im Finale. Ja, und wieso wird denn die Folge schon noch auch heissen? Irgendwie haben wir da gegen den R32 einfach keine Chance. Jetzt einfach mal mit Absicht überschossen und ein bisschen Band in ihn gebretscht. Also, wieder ein Fehler gewesen. Bitte. Absolut unnötig.
Speed da noch lange, aber ist auch schlecht. Wäre schlecht die letzte Runde gewesen, aber zumindest hätten wir mal keine 3 Punkte gut machen so. Ja, das ist wahrscheinlich noch nicht viel nützen, weil in den nächsten 2 Rennen werden wir es wahrscheinlich noch dann wieder noch mehr verhauen. Aber zumindest kann ich sagen, heute im Let's Play alle GT Cups gemacht, alle 4. Ich habe jetzt sonst noch ein paar Cups rumgehabt, aber ja. Und eine super fahrerische Leistung ist natürlich auch nicht dabei gewesen da. Aber zumindest schon mal alles gefahren. Deep Forest. Mal schauen. Das ist zwar glaube ich eine Bahn, die ich gar nicht mag. Der Ecke! Genau, der mag mich noch erinnern, da sind wir schon mehr drin gefahren. Ja, du kommst natürlich auch noch hinführen. Der erste ist schon relativ weit weg, also spätestens nach dieser Strecke müssen wir unsere Ansprüche auf den ersten Platz begraben. Oder ich meine Ansprüche auf den ersten Platz. Ganz schlechte Kurve da. Ja, da ist halt leider zu wenig immer noch Zweiter. Wird
wird auch in der Schlussabrechnung dann halt noch das Zweite geben. Aber 13 Punkte Vorsprung, wenigstens 9 Punkte Rückstand auf der ersten, aber wenigstens 13 Punkte Vorsprung auf der dritten, also auch wenn wir jetzt das letzte Rennen noch komplett würden verkacken, wenigstens der zweite Platz ist uns sicher. Und wahrscheinlich kommt da natürlich meine Lieblingsstrecke. Genau, Special Stage R11, die mit der meisten Kurven rein. Wo ich eigentlich nur noch von Bande gegen Bande fahre. Wie ihr ja im Let's Play bis jetzt auch schon gesehen habt. Lassen wir da auch noch über uns gehen, das letzte Rennen noch. Fangen wir gerade schon mal an mit einem riesen Aussetzer. Also, einen schöneren Start kann man fast nicht vorstellen. Die lieben Ecken da. Ja, am besten nimmst du beide mit. Die erste Runde da, die ist schon mal katastrophal gewesen. Liebe Ecke wieder. Ja, ich 6 noch und fahre gleich 3. Zweite Dreher.
Also super gutes letztes Rennen, schießt mich jetzt gerade ein bisschen an, aber ich mache jetzt die ganze Aufnahme hier nicht nochmal neu, nur weil ich jetzt... Ich habe schon genug Zeit für das Let's Play investiert. Ich habe nicht Lust, um noch mehr Zeit zu investieren. Ich halt blamieren mit der Folge, aber hätte ja noch mehr so Folgen genommen. Wenigstens sind wir nicht in die Ecke gefahren, aber wirklich elegant irgendwo so die Schikane, das man auch nicht. Ja, immer wenn sie irgendwie in Infight geht mit dem Gegner, sind einfach der Kürzer, machen sie einfach in die Bande. Tja, das ist jetzt halt so gewesen. Da wäre es dem Fall gewesen von dem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn jetzt die letzte Folge da, die ist wirklich mehr zum Vergessen. Aber ich habe es jetzt einfach irgendwie noch durchboxen, dass ich etwas Neues anfangen kann. Ich weiß noch nicht wirklich genau, was das als nächstes kommt oder was als Neues kommt. 12 Punkte Rückstand, da seht es. Nicht wirklich gut, wäre wenigstens zweite besser als dritte oder letzte. Also ja. Ein Auto wird es wahrscheinlich noch nicht geben für den zweiten Platz, nehme ich mal an. Preisgeld wird es auch nicht so viel geben für den zweiten Platz, nehme ich an, aber jetzt mal noch da zuerst einmal noch laden. Ja, leider nur Silber, Geld gibt es natürlich keine, so wie angenommen. Und ja, eben wie gesagt, am GT, ich glaube, wir haben alle 4-mal gefahren, halt leider nur 3 das erste abgeschlossen, Sonderereignisse im A4 gemacht und F hat dem eigentlich auch noch als zweites abgeschlossen, aber wie gesagt, meine fahrerischen Leistungen oder mein fahrerisches Können ist ziemlich begrenzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht bei dieser überlangen Folge hier. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Man hört sich.